Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am 24. Spieltag der Bundesliga. Und der FC trifft auf die Truppe von Bayer 04 Leverkusen. Und damit kommt ein glasklarer Abstiegskandidat zu uns hier nach Köln. Denn wenn man sich die Entwicklung dieses Konzerns mal anschaut, mehr als 80% seines Aktienwerts hat man vernichtet in den letzten Jahren. Und da ist es doch auch kein Wunder, dass man kurz vor dem Rauswurf aus einem großen europäischen Aktienindex steht, nämlich dem Stocks Europe 50. Dafür reicht es ab sofort nicht mehr. Nee, Absteiger! Man muss sich das mal vorstellen. Der ganze Laden ist nur noch die Hälfte von dem Wert, was er damals für Monsanto gezahlt hat. Also das ist wirklich ein gutes Beispiel dafür, wie man sich mit einem Transfer komplett ins Ausschießen kann. Beziehungsweise mit Blick aufs Management sieht man, eine Null kann ein Problem verzehnfachen. Und die haben ganz offensichtlich ein paar Nullen mehr da. Ne? Also bei dem Laden geht es komplett den Bach runter. Und das haben wir zum Anlass genommen, eine passende Location hier in Köln-Merkenich zu finden, direkt am Rhein. Und auf der anderen Seite sieht man das berühmte Fadenkreuz. Habe ich jetzt wirklich Fadenkreuz gesagt? Ich meinte natürlich das Bayer-Kreuz. Kam ich jetzt drauf, weil sie den Faden so dermaßen verloren haben hier bei der Bayer AG. Und das wissen sie vor allen Dingen auch selbst. Deswegen nennen sie das Ganze auch noch den Schämpark. Ja, es ist auch ein bisschen zum Schämen. Ne? So, und für alle von euch, die denken, das ist ja auch zum Schämen, was die da machen, die reden ja schon wieder überhaupt nicht über Fußball. Quatsch natürlich, das hängt alles zusammen. Und es hängt auch auf unseren Shirts zusammen. Da steht nämlich drauf, Lev prahlt, Mami zahlt. 2 Kölsch. Auf 3 Punkte gegen die Pillen. Prösterchen, Leute. Das haben wir uns verdient. Ne? Absolut. Nicht verdient wäre übrigens ein Titel für Leverkusen. Warum? Weil wenn Mami zahlt, dann hast du es dir nicht verdient, dann hast du es geschenkt bekommen. So einfach ist das. Ne? Ja, und deswegen bleibt Leverkusen das hässliche, unbeliebte und schwer erziehbare Kind der Liga, das ohne die Eltern und ihre Kohle gar nichts auf die Reihe bekäme. Und dieses Kind, das versucht jetzt seit 120 Jahren sein Abitur zu machen. Ich wusste gar nicht, dass es in Deutschland möglich ist, so oft zu wiederholen. Da muss es doch irgendeine Ausnahmeregelung geben, oder? Die Lex Leverkusen ist das, ja. Naja, aber bei aller Sonderregelung, am Ende muss die Kohle natürlich fließen. Und die ist geflossen in all den Jahren, in Edelinternate, in alle möglichen Nachhilfelehrer. Aber was am Ende übrig bleibt, ist ja dann doch das schwer erziehbare Kind. Und wenn man sich alleine vorstellt, dass es immer noch zu Hause wohnt, in dem Alter, nach 120 Jahren, weißt du, und nur weil man jetzt endlich mal einen Nachhilfelehrer gefunden hat, der das Kind mal ein bisschen weitergebracht hat, dann heißt es aber nicht, dass es jetzt plötzlich hochbegabt ist. Nee, muss es auch nicht sein. Es kann sich ja alles leisten. Es kann ja jede Scheiße bauen. Es kann ja Schulden machen, mit oder ohne Corona. Ja. Mami zahlt, ja. Das läuft also immer so weiter. Und wenn die Kohle mal weg ist, dann wird trotzdem gezahlt. Dann werden eben Stellen abgebaut. Ne? Wenn Leute entlassen, ne, die können sich dann wundern und sagen, schade, für meine paar tausend Euro, die ich verdiene, ist die Kohle nicht da. Aber dem blöden Balch da, dem wird es noch in den Arsch geschoben. Naja, was ist das für eine Herangehensweise? Ne? Die ganze Familie ist einem egal, also zum Beispiel auch die Eigentümer, die Aktionäre. Da wird die Dividende mal eben für die nächsten 3 Jahre auf ein gesetzlich vorgeschriebenes Minimum gekürzt. Oder aber die Mitarbeiter, die vor die Tür gesetzt werden, weil natürlich Kosten gespart werden müssen, weil man so ein desaströses Finanzmanagement betrieben hat in den letzten Jahren, inklusive aller möglichen Fehlentscheidungen. Also man muss sich doch auch mal in die Lage dieser Leute versetzen. Ja, absolut. Ist eine furchtbare Geschichte. Ne? Wenn dein Chef sagt, weißt du was, das mit dem Kerngeschäft, das lassen wir jetzt. Wir machen nur noch das mit der Werbung. Das ist wirklich eine total bescheuerte Idee. Also das mit dem schwer erziehbaren Kind Bayer Leverkusen ist wirklich eine Krux. Und es ist nicht das einzig schwer erziehbare Kind,
was es gibt in der Liga und im Fußball. Es gibt ja mindestens noch eins, nämlich Martin-Kind. Ne? Ja, und den haben wir alle erlebt bei Hart, Ja. aber fair. Und zwar in der Diskussion, als es um die Vermarktungsrechte der Liga ging, Investoren ja oder nein. Und so dermaßen, wie der Mann sich da festgebissen und am Ende wirklich blamiert hat in dieser Sendung, also das hat man selten erlebt. Und er hat damit natürlich seiner Bewegung einen Bärendienst erwiesen. Und unser aller Bewegung hat da sowas von in die Karten gespielt. Und mich hat es wirklich nicht gewundert, dass am nächsten Tag dann die Entscheidung der DFL kam, dass man das Thema Investoren ad acta gelegt Ja, hat. ich fand es wunderschön, ihm ins Gesicht zu gucken. Ich konnte mich nicht richtig entscheiden, hat er gerade begriffen, dass er Schachmatt ist oder kommt es kognitiv gar nicht bei ihm an? Also es war wirklich so schön zu sehen. Ja, da mache ich jetzt keinen Kommentar zu, da sage ich gar nichts mehr. Also Nee, der er hat Mann immer ist gesagt, ja, ich nehme das zur Kenntnis. Ja, das nehme hat er das- mindestens 5-mal gesagt, ohne es zu kommentieren oder eine Antwort zu geben. ja, überhaupt komplett ohne Argumente am Ende. Und genauso, und der hat aber irgendwie begriffen, dass er keine Argumente hat, Markus Babbel. Ne? Da Ja. dachte ich erst, jetzt haben sie den typischen Bild-Zeitungsleser reingesetzt, keine Ahnung, aber eine Meinung. Ja? Der hat aber tatsächlich im Lauf der Sendung irgendwann begriffen, dass das irgendwie Blödsinn ist, was er bislang Ja, er geglaubt war hat. quasi so ein richtiger Überläufer. Ne? Ja. Also man merkte, dass er nicht nur zugehört hat, sondern dass es in seinem Köpfchen auch gearbeitet hat. Und dafür gab es ja auch genug Gründe. Sprich, es saßen Leute in diesem Auditorium bzw. in der Runde, die wirklich klar argumentiert haben und unmissverständlich zum Ausdruck gebracht haben, dass all das, was Kind und Babbel von sich geben, eben nichts mit der Realität zu tun hat und nichts mit dem, was für Fans in Deutschland wichtig und interessant ist. Und der Babbel hat es kapiert, der Kind hätte es nicht kapiert. Nein, aber wenn der zuhören könnte, wäre der nie auf die Idee gekommen, Hörgeräte zu machen wahrscheinlich. Ne? Außerdem hat man dem gesagt, das ist eine Talkshow. Da hat er gedacht, da kann ich reden, zuhören mache ich woanders. Ja? Oder gar nicht, wahrscheinlich zu Hause nicht mal. Ne? Also großes Kompliment an den Vertreter von Unsere Kurve, aber Ja. auch die anderen Teilnehmer. Also ihr habt die richtig schön in die Zange genommen, auf eine sympathische und faire Art und Weise. Sie hatten eine Chance, aber sie haben sie nicht genutzt, weil sie hatten keine Argumente. Ja. Und wir sind froh, dass der Fußball jetzt, zumindest was die DFL anbelangt, wieder denen gehört, die den Fußball groß gemacht haben. Ja. Und wer dazu nicht gehört, ist auch so ein Schmuddelkind, nämlich Alfred Draxler. Der ist auch auf den Sack gegangen, muss ich sagen, die letzten Wochen wieder. Das nächste unsympathische Kind. Ne? Auch wieder einer übrigens, der aus eigener Kraft noch gar nichts auf die Reihe bekommen hat. Der hat eine Mami, eigentlich eine böse Tante, muss man sagen, die Bild-Zeitung, die schenkt ihm die Reichweite, ohne die wäre er gar nichts und sagt ihm, pass auf, unser Konzept, das trägst du in den Fußball rein, das besteht, wie jeder weiß, aus Spalten, aus Hetze, aus Hass. Naja, also kann man, Ja, glaube ich... man muss ja nur mal den Doppelpass gucken. Und dass der Typ da mittlerweile wirklich jedes Mal als Institution in dieser Sendung drin sitzt und wirklich seine kruden Thesen zum Besten geben darf und seinen Hass gegen die Ultras, den er offensichtlich hat, das haben wir damals auch schon zu spüren bekommen mit unserer Pressekonferenz mit dem Vorstand. kein Jahre her, wir sind zwar keine Ultras, aber er nimmt alles in Sippenhaft, was in irgendeiner Form nicht zu seinen Thesen passt. Und alleine, dass er auch versucht, jetzt auch diese rechte Thematik, die Investorenthematik nur den Ultras zuzuschieben und zu sagen, normale Fans, die würde das gar nicht interessieren, die haben kein Problem damit, dass Investoren im Fußball vorkommen. Das ist völlig unfair, das ist nichts als Spalterei. Und als ich heute gelesen habe, dass der Watzke dasselbe auch noch brandfrisch jetzt gesagt hat, dass eben normale Fans oder der durchschnittliche Fan, von dem hat er, glaube ich, gesprochen, dass der überhaupt nichts dagegen gehabt hätte. Das ist einfach nur traurig und entspricht überhaupt nicht der Realität. Also wir beide sind das beste Beispiel. Wir sind sehr happy mit dieser Entscheidung, wie sie sehr jetzt gefallen ist. durchschnittlich Und wir auch. sind aber ganz durchschnittliche Lück. Ist übrigens ja eine ganz normale Strategie, wenn du einen großen Gegner hast, ja, dann versuch ihn erstmal zu dividieren, dann sagst du, pass auf, da sind die Ultras, da sind die Normalen, dann versuchst du die Normalen gegen die Ultras und umgekehrt aufzuhetzen und schon hast du keinen großen Gegner mehr, sondern gegenüber hast du einfach Leute, die sich selber nicht mehr grün sind und es funktioniert. Ja. So, wir müssen gucken, dass wir uns den Fußball zurückholen, so wie wir es jetzt geschafft haben bei dem DFL-Urteil und ich glaube, der nächste Schritt ist, dass wir mal schauen, dass die Investoren
Investoren auch aus der Liga rausfliegen. Womit wir wieder bei unserem aktuellen Gegner wären. Ne? Ja, ich weiß nicht, wie wird es weitergehen? Werden wir demnächst in Spielen gegen die Konstrukte dann auch wieder mit Tennisbällen werfen oder wie können wir das weiter voranbringen? Naja, ich glaube, gegen Wolfsburg gab es solche Aktionen und ich halte das ehrlicherweise für eine gute Idee, damit wir wirklich endgültig mal zu einer Lösung kommen. Der gute Herr Kind hat es ja selber auch gesagt, dass es ja inkonsequent ist, dass man in der 50+1-Regel diese Sonderregelungen jetzt zementiert. Die müssen also weg. Die müssen rückgeführt werden. Das bedeutet nicht, dass die alle rausfliegen, sondern die müssen einfach ihre Anteile übertragen. Aber und wenn man sich auch mal vor Augen führt, wie das denn überhaupt alles zustande gekommen ist. Und ich habe jetzt in einem Podcast, habe ich den Holzhäuser, damals ja auch Geschäftsführer von Leverkusen, aber er war ja auch im Verband vorher, der mal so aus dem Nähkästchen geplaudert hat, wie denn diese 50+1-Regel eigentlich entstanden ist. So nach dem Motto, ja, wie können wir das denn, müssen wir irgendwie einen zeitlichen Aspekt mit ins Spiel bringen. Ja, sagen wir doch einfach mal 20 Jahre. Also wer 20 Jahre lang etwas für diesen Verein getan hat, der darf ihn dann auch besitzen. Ja, ne? Das ist übrigens so viel dazu, dass Minderheiten den Fußball in Geiselhaft nehmen. Das sind genau diese Minderheiten, die glauben, dass sie, weil sie die Kohle haben oder in irgendeinem Amt sitzen, einfach alles bestimmen können. Zu denen gehört dann auch Herr Kind. Herr Kind, Sie sind die Minderheit, nicht die Fußballfans. Das ist also genau umgekehrt. So, ich würde sagen, jetzt verlassen wir die hässlichen Kinder mal. Na, wieso das denn? Ne? Und beschäftigen uns mit unserem FC. Ja. Eine sehr gute Idee. Im Übrigen eine viel erfreulichere Idee, als wir noch vor dem Spiel gegen Stuttgart gedacht haben. Denn das war nun wirklich begeisternd. Ne? Auch wenn am Ende, natürlich ist das nur ein Punkt, aber es ist ein Punkt gegen eine sehr, sehr stark spielende Mannschaft. Ja. Ich bin auch überhaupt nicht der Ansicht, dass die nicht gut waren. Das ist ja auch, man heißt dann immer, nein, die Stuttgarter. Die Stuttgarter waren nicht so gut. Ich finde, dass sie unfassbar schnell und gut kombiniert haben. Ja. Aber da gehört halt immer noch auch ein Gegner dazu. Und wenn der das verhindert, was wir gut gemacht haben, ist aller Ehren wert. Also mich hat vor allen Dingen wieder diese unfassbare Geschlossenheit, die hat mir imponiert auf dem Platz. Da hat ein Team gestanden, die haben bis zum Schluss wirklich jeden Zweikampf, um jeden Ball gekämpft und haben sich dieses Unentschieden dann auch hart erarbeitet, aber haben es verdient eingesackt und naja, wir hätten sogar noch gewinnen können. Das wäre ein bisschen too much gewesen. Aber wir haben den Punkt, wie der Trainer auch gesagt hat, gerne mitgenommen. Und wie wir auch jedes Mal nach den Spielen sagen, jeder fucking Punkt zählt. Ja, und das war ein fucking geiler Punkt. Geiler Punkt, ein richtig geiler Punkt. Und ich glaube, dass wir gegen Leverkusen alles andere als chancenlos sind. Die sind zwar immer noch ungeschlagen, aber sowas hat es statistisch auch, hat es in der Bundesliga noch nie gegeben, dass eine Mannschaft überhaupt nicht verliert in einer Saison. Und so viele Spiele gibt es nicht mehr. Also irgendeins werden sie verlieren und solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Ja. Ich habe es im Urin. Die werden in Köln ihre erste Niederlage kassieren. Ja, das wäre so schön. Ne? Und wenn es nicht passiert, dann werden wir deswegen nicht einbrechen und nicht absteigen. Wir müssen den Relegationsplatz halten oder noch einen nach oben steigen. Ja. Dann ist alles gut. Ich glaube, dass wir auf einem sehr guten Weg sind, das zu schaffen. Das wäre das i-Tüpfelchen natürlich, ne? Wenn wir jetzt hier Herrn Alonso noch mal schnell dem Obernachhilfelehrer Deluxe, das Abitur versauen könnten. Dem hässlichen Kind. Ja. So, apropos hässlich, ich würde sagen, wir verlassen diese Städte jetzt hier. Also, liebe Merkenicher, ihr seid natürlich nicht gemeint. Ein wunderschönes Fleckchen Strand hier, das zu Köln gehört. Das, was man da drüben sieht, das war für uns jetzt ein sehr passendes Set. Aber jetzt ist es time to say goodbye. Ja. Und wir sehen uns am Sonntag um 15:30 Uhr im Müngersdorfer Stadion. Genau. Dann wieder mit einer richtig geilen Kulisse. Ja, und wer sehen möchte, wie es aussieht, wenn Kölner gewinnen gegen Leverkusen, da ist es. Ne? Ja, und hier Channel abonnieren, das kennt ihr jetzt auch schon. Nie wieder verlieren. Macht's gut, Leute. Prost.